So, Vicky, erzähl uns ein bisschen Expertise. Turniertage sind lang. Gefühlt sind wir seit 8 Uhr morgens hier in der Halle, nicht nur wir, sondern auch die Spieler. Und jetzt das letzte Duell geht los, das große Finale. Wie macht man das körperlich und mental? Ich glaube, wir arbeiten alle, in dem Fall jetzt die Jungs, nur auf diesen Moment hier hin. Jetzt sind sie da und jetzt, egal wie müde die Beine sind, wie müde die Knochen sind, jetzt geht nochmal alles. 100% Vollgas. Der Körper kann es dann nochmal einfach wegstecken, gell? Wenn es dann so ein großes Ja, vor allem die Finale beiden haben ja eigentlich doch Finn und Carlos auf jeden Fall easy Matches gehabt. Denen geht's, glaube ich, Den noch. holt Niki Stemmler noch. Ohne Netzberührung. Obwohl er da kurz ins Wanken kam, aber so kennen wir So, Finn. und da zeigt Finn direkt mal, warum er als Favorit gilt. Zieht direkt hier die Lefty Smash durch. Ich wurde tatsächlich oben noch gefragt von Adi, was denn so meine Tipps sind. Genau in dem Moment kamen Finn und Carlos hinter mir, dann durfte ich nichts mehr sagen. Aber uns kannst du es verraten. Was sind deine Tipps? Die hören mich doch. Wurscht. Wir sind ganz unter uns. Die sind im Tunnel. Oh, Ein schnelles 40-0. Ah, keine Chance für Adi. Daumen geht nach oben. Wunderbares Aufschlagspiel. Finn bringt's durch. Damit steht der erste Seitenwechsel an. Und jetzt gehen sie doch in Richtung Bank. Ne? Hinsetzen dürfen sie sich eigentlich nicht. Offiziell nicht, genau beim ersten Aber das passiert auch Seitenwechsel. gar Super aufgepasst in der Regelkunde, aber Deus, top. Wie wichtig ist jetzt auch das erste Aufschlagspiel für Adi und Niki, weil Finn gefühlt bei allem durchmarschiert sind, dass sie jetzt von Anfang an zeigen, wir sind ein Contender auf den Titel. Ja, einfach mal um Druck auszuüben auf die beiden, weil dann bin ich gespannt, ob Finn dann immer noch auf jeden Smash so drauf zieht, wenn es dann doch mal 4-4 steht. Von daher heißt so lange wie möglich den Aufschlag halten, denn wenn Finn und Carlos mal am Netz sind, wird es schwer. Chat, was sagt ihr? Können es Adrian und Niki ziehen oder ist Finn und Carlos zu stark? Chat, gebt uns eure Meinung mit, wir sind sehr gespannt. Oh, Lob auf Lob. Und der nächste, der ist aber zu kurz. Adi mit dem Fake. Oh, und das ist Stark schön. von Niki! An Finn vorbei. Und der fordert hier so ein bisschen Lärm von der Crowd. Geiler Return wieder. Adi schnappt ihn sich schon. War nicht die richtige Entscheidung. Niki und Adi packen das. Schreibt It's me, Caro Lanne. Ja, es ist der Lefty Spin. Den muss Adi noch mit einberechnen. (30:15) Jetzt mal durch die Mitte. Gute Entscheidung. Carlos wirkte da ein bisschen überrascht, kommt nicht mehr ran. 30 beide. So, direkt von Anfang an im Finale bleiben. Big Point schon. Da war noch ein bisschen Gitter dazwischen. Ja, und das gefällt mir sehr gut. Der war gut. Der war gut, ja. Der Präsident und das Nummer 1 zu hier zeigen an, der Ball war gut. Aber die zwei sind auch Nick platzierter. und Christian Böhnke sitzen perfekt. Könnt ihr euch aufteilen noch? Oder einer Auf links, der anderen einer Seite rechts? haben wir Daniel Lingen. Also ich glaube, besser besetzt könnte man nicht sein fürs Finale. Und 1:1. So nämlich. So nämlich. Keine Pause, kein Seitenwechsel. Es geht direkt weiter. Carlos hat schon den Ball in der Hand. Jetzt in der Hosentasche. Zweiter folgt sogleich. Oh, mir gefällt, wie Niki und Adi miteinander reden. Geil. Sprechen sich da gut zu und sagen, wir sind direkt da, wir sind doch da, wir sind die Gegner. Bitter. Bitter. Ah, und vielleicht fangen jetzt doch auch Finn und Carlos an, drüber nachzudenken, dass es kein Spaziergang wird. Es geht ja auch um was. Wir sind hier im Finale. Und nicht nur um die Ehre, es geht um die 5.000 Euro. Ich korrigiere 5.250. 250, sorry.
Danke an Paul. War Paul schon am Geldautomaten? Er zahlt mit Bitcoins. Ja, schön ausgesucht von Adi. Oh, unangenehm. Unangenehm wieder Adi und Niki spielen. 15:30. Greift da rein, Carlos. War das notwendig? Hätte den schon fast ausgesehen. Und sie haben zum ersten Mal, glaube ich, Breakbälle gegen sich. Er war fast da. Er steht perfekt da, haut nur Ball leider vorbei. Gefehlt. Noch einen Breakball haben Adi und Niki. Oh, stark verteidigt. Was fischt hier Adi alles raus? Wahnsinn! Sensationelles Niveau hier im Finale. Ich glaube, da hat der Schiedsrichter Daniel Linge nochmal gesagt, der soll nicht so weit über der Hüfte aufschlagen. Den hast du, Carlos. Starker Ball von Adi. Aber Der auch sieht die starker Lücke. Zuspruch von Niki Kurz hier. Ich hab's bei Carlos gefühlt. ankam. Nächstes Mal lauter. Wieder Vorteil. Boah, ein Ass. Sieht man auch selten im Paddel, ein Ass, ne? Selten, Zumindest aber auf wir haben auch Profiniveau. selten Doppelfehler und heute haben wir viele. Wie viel haben wir denn, Rammer? Ach, einige. Wir haben aber auch Doppelfehler von Zachi gesehen, aber auch ein Ass von ihm vorhin. Hat das ganz gut ausgeglichen. Schön gerettet. Der kommt da gerade noch rüber. Ah! So, und zum ersten Mal, dass Finn wirklich hier mit der Faust jubelt. Davor hat er alles locker, lässig, cool weggesteckt. Jetzt mal die erste Reaktion von Finn. Und damit Spielball für Carlos Finn. Adi probiert es schon wieder. Diesmal funktioniert's. Übers Glas. Oh, mit Netzkante. bitter, 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 bitter. Aus Sicht von Adi und Finn. Wir nehmen sie Aus Sicht natürlich von gerne Adi mit. und Niki natürlich, sorry. Jetzt aber kurz die Pause. Finn Jetzt hat hören sich wir mal natürlich rein, direkt oder? entschuldigt. Aber tut's ihm leid? Of course not. Nee. Oh. Meiner Bälle einfach noch. Ja, ich will Pace bisschen. Aber das tun wir jetzt nicht. Ach, geil. Geht so auf die Seite, gehen so, die darf man nicht mehr wirklich geben. Aber ist okay. Jetzt dein Durchspiel. Kann ich einfach da werfen? Ja. Können wir machen, ist okay. Ja. Wir machen das auch bei mir. Ja, alle. So, Dortmund macht nochmal richtig Lärm jetzt für die Finalistenteams hier beim Paddle Creator Cup 2025. Niki Gab noch Stender. kein Break, alles in der Reihe. 2-1 für Finn und Carlos. Und da kommen schon die Much Tipps. Sauce. Ja. Finn in Coaching-Mode. Ja, war positiven Coaching, oder? Ja. Zugesprochen, gut gemacht, schade. War alles richtig eigentlich. Es gibt positive und nicht so positive Teampartner. Ja. 15 beide. Ich würde auch sagen, der ist aus. Der war auf jeden Fall aus. Der war aus, ja. Dann hat er sich ins Aus gehofft.
Und dann sowas. Der Return-Fehler von Carlos. Big Point jetzt. 30 beide. Gibt es den Breakball für Finn und Carlos? Oder die Chance zum Ausgleich? Oh, zu viel will Finder. Ist da gut im Spiel eigentlich? Der kann auch Fehler, oder Ja. was? Kann er? Finn, was ist los? Sportlicher Abstieg. Carlos kommt da gut aus der Drehung raus und er kämpft sich diesen Punkt. Der erste wäre, glaube ich, schon ins Ausgeflogen. Punkt ist Einstand. Punkt. Also Netzroller und dann ist der Ball ans Glas. Das heißt Wiederholung. Wäre der ins Gitter, wäre aus gewesen. Da hat nicht viel gefehlt dafür. Das war jetzt ein Geschenk von Niki Stemmler. Breakball, Finn und Carlos. Oh, Carlos gewinnt das Duell gegen Niki Stemmler. Adi und Niki, die gerade selber noch Breakbälle hatten, werden jetzt gebreakt und das ist das 3:1 für Finn und Carlos. Aber gemacht. Was wir schon hier heute erlebt haben an Twists und Turns. Ja. Niki und Amma, hier können wir niemals einen abschreiben. Auf keinen Fall. Jetzt müssen wir das Break erstmal bestätigen. Nicht undankbar vielleicht, dass Finn aufschlägt. Perfekter Lob. Perfekter Lob von Adi. Zweiter Fehler jetzt von Finn. Ja, er will ein bisschen Verantwortung übernehmen. Das heißt auch ein bisschen mehr Risiko. Dafür die Antwort. Wunderschön. Wunderschön, nichts zu machen. Was für ein Niki, Smash. der da noch hinhechtet. Da klatscht sogar Viktoria Kurz. Ja, kann man mal klatschen. Muss ich auch mitschreiben, wie oft du schon geklatscht hast. Aber obwohl, du Das hast war heute das schon zweite ordentlich Mal, gelobt. glaube ich. Ich war heute positiv. Ich habe Ja. gelobt. Finn jetzt mal mit einem guten Aufschlag, auch wenn er schon sehr viele Doppelfehler heute hatte. 3. Da kam jetzt erst das Lob und dann die vielen Aufschlagfehler hinterher. Das hat man in der Schule gelernt. Man muss mit was Positivem anfangen und dann das Negative. Jetzt haben sie sich da beide vorne aufgebaut am Netz. Aber Carlos nicht energisch genug vorne am Netz an. Es ist wieder das Duell. Gerettet. Was für ein Ballwechsel jetzt. Und Finn den will fasst sich das Finn. jetzt. Aber Nick passt auf. Verteidigt. Und Adi kriegt ihn nicht mehr. Was für ein Ballwechsel. Bitte. Sensationell verteidigt von Niki und Adi, aber Finn schnappt zu. Und damit das 40-15. Und die Chance zum 4:1. Guter Return. Die Fankurve ist da. Den hat er berührt. Und Niki berührt den Ball. Niki Stemmler, was ist da los? Deuce. Ja, da haben wir doch ein Finale. Da haben wir doch ein waschechtes Finale. Er musste ja ansagen. Wenn man berührt, dann sagt man sagt es berührt, man sagt Touch. Er muss das ansagen. Das war genau richtig. Also Daniel Lingen, unser Finalschiedsrichter, erklärt nochmal, sollte das passieren, muss er sagen, dass er den Ball berührt hat. Oh, jetzt ist der Breakball da. Der war zu einfach. Und so schnell geht's schon wieder. Der Schmetterball vom Nick, den Niki abstaubt. Und die Chance zum Rebreak für Adi und Niki. Super Lob. Ja. Ah, der reicht nicht von Niki. Stark abgewehrt von Finn. Und Finn steht wieder in der Grundlinie. Einstand. Der war seitlich weg. Guter Volley von Carlos, schön nachgesetzt.
Und das ist das Geile am Paddel. Es ist so ein Tanz auf der Rasierklinge. Statt Breakbälle jetzt wieder die Chance zum 4:1, einen Riesenschritt Richtung Titel zu machen. Und ich glaube, Schon das wieder? war ein Doppelfehler von Finn. Führt damit die Liste an, aber haushoch. 4. Doppelfehler von Finn in dem Turnierverlauf. Und der ist im Aus. Ja. Und damit wieder die Breakbälle. Heieiei, was ist hier los? Die Mitte schön platziert. Richtig fieser Aufschlag. Oh, er. Wir können uns auch noch mal anschauen, aber ich glaube eigentlich eher, dass er gut war. Ich weiß nicht, ob wir. Die beiden Experten sitzen genau in der Linie. Warte. Vicky, guck nochmal drauf. Gut. Der war sehr, sehr knapp, aber war eher drin als aus. Eher gut als aus. Genau. Und es funktioniert. 4:1 Ansage Finn Carlos. Sie spielen schon echt gut beide. Ja, ganz bitter aus Sicht jetzt von Adi und Niki. Mal gucken, was sie jetzt auf der Bank zu besprechen haben. Wir lauschen rein. Du hast jetzt an Gavalis auf und zu. Er spielt intuitiv in die Mitte. Finn seine Vorhand versucht das ein bisschen zu vermeiden. Und dann ganz deutlich auf Carlos oder auf Finns Rückhand. Er hat viele Bälle auf die Frontflügel. Ja. Und bewegt mich immer gleich aggressiv aufs Netz. Ich muss aggressiv aufs Netz. Ganz aggressiv und achtet auf diese Vorhandsache. Ja. Guter Punkt. So, Dortmund und Chat, macht doch mal richtig Lärm jetzt für das große Finale. Also ich würde gern Kleps auch an den Coach geben, an den Chat. Ihr habt es gerade gehört. Wir dürfen natürlich nicht sagen, was die Taktik war, aber wir Paul. hätten das auch so gesagt. Paul, Paul, gut. du bist gemeint. War gut. Ich weiß, sagt er. Lassen die sich Tipps geben von jemandem, der im Viertelfinale rausgeflogen ist. Schauen wir mal. Adi will die Vibora spielen. Trifft ihn zu weit oben. Stand da nicht gut zum Ball. Bisschen bessere Beinarbeit wäre es gewesen. Da fehlt nicht viel. Das war nicht die Taktik. Nee. 0:30, 2 schnelle Das Fehler war- jetzt. Das muss man unbedingt vermeiden. Oh, stark von Carlos aber auch. Da klatscht der Partner Finn. Und 3 Breakbälle zum 5:1. Das Spiel ist viel enger, als das Ergebnis es vermuten lässt. Vor allem Adi zieht jetzt hier mal durch, aber es reicht einfach nicht. Auch der fällt noch rein. Adi jetzt auf rechts. Wie tut er sich da? Verteidigt soweit gut, animiert, vorne ans Netz zu gehen. Finn im Paul-Frege-Modus, rennt überall rum. Der Ball auf Carlos Netzroller. Oh, was ein Ballwechsel! Verdient. Ein ganz entscheidender Punkt. 40-15 jetzt, 15-40. Ersten Breakball abgewehrt von Adi und Niki. Da gibt's schon mal einer an. Sogar Applaus von Carlos. Wenn der Backhand-Volley da direkt rein hinterher. Und der ist auch weg. Und Ja, nur so noch lang. ein Punkt. So, da sind wir doch wieder da. Sie leben noch. Break-Statistik bisher nicht ganz so gut hier in dem Spiel. In dem 6. 0 von 2. Kurz im Kopf ausgerechnet, 0%.
Wieder das Longline-Duell der beiden. Finn läuft ganz rüber, der Lob über Adi. Der ist schön. Aber der auch. Und der ist im Aus. 3 Breakbälle abgewehrt. Adi und Niki am Weiterleben. Sensationeller Return. Wow, was ein Ball! Die Bajada de Pared. Durch die Mitte von Adi. 4 Punkte in Folge jetzt. Von El Gesso und El Constanzo. Er kommt rein. Der ist kurz. Da hat Adi ein bisschen gezögert, ob er ihn durchlässt. Vorher nimmt der Klassiker. Gut platziert von Finn der Ball. Einstand. Ja, da hat er ja gerade den Stefan Gericke gemacht. Aua. Ja, war doch gut. Den hat Niki, den liest er früh. Oh, aber lässt ihn im Netz. Läuft so gut vor. Hat ihn perfekt auf dem Schläger. Die nächste Break-Möglichkeit zum 5:1 aus Sicht von Finn und Carlos. Oh, Carlos Wille, zu viel. Finn zeigt an, ruhig, ruhig, ruhig. Boah, Nervenkitzel pur jetzt, Chat. Was sagt ihr? Schnipser? Was auch sonst. Boah, Finn starker eiskalt. Return von Finn. Muss er den spielen. Lange ausgeguckt. Oh, und das ist Break. Da ist das Break. Und was für eins. 5:1. Carlos, du kannst zum Turniersieg ausservieren. Das hat dieses Finale nicht Gerne. verdient, dieses Break. Nur noch ein Spiel brauchen ein Finn und Spiel. Carlos, um sich den Titel zu holen, um sich die 5.250 € zu holen. Aber Adi und Niki wollen das natürlich nicht verschenken. Der ist im Aus. Boah, ist das spannend. 5:1, 0:15. Ja, Chat, nur ein Satz wird gespielt. Es ist schon das, es könnte das letzte Aufschlagspiel sein. Finn serviert zum Turniersieg. Carlos, aber das gleiche Team zumindest. Hast du absolut recht, Viktoria. Und der ist auch im Aus. 0:30. Der EU schreibt das im Chat. So knapp das Spiel, aber so eindeutig das Ergebnis. Absolut richtig. Aber es ist noch nicht vorbei. 0:30. Zweiter Aufschlag. Was geht noch für Adi und Niki? Hugo ist im Halbfinale ausgeschieden gegen Finn und Carlos. Den hat Adi sensationell. Und Carlos gleich meint er, Herr Niki steht da aber Gold. Richtig. Geht ins Volley-Duell. Der war aus. Was für ein Ballwechsel. 30 Beine. Viktoria Kurz, Klatsch Nummer 15. 40 steht's. 2 Breakbälle für Adi und Niki. Und da zieht Adi durch und schießt Finn ab zum Break und zum 5:2. Und auch in die rettende Pause rein. Sie vertagen es nochmal. Der Zwischenstand 2:5. Und jetzt geht's wieder auf die Couch. Du hast gerade ein paar gute Tipps gehabt von Paul. Mal schauen, was er jetzt sagt. Noch ein Coach mehr. Noch einer. Ihr seid jetzt in der Position,
Das wäre ein absolut insane geiles Comeback. Digga, fürs Comeback. Fürs Comeback. Ihr habt das jetzt langsam raus, wie sie spielen. Ja. Und jetzt könnt ihr kommen. Einfach ruhig bleiben. Und ey, 1, 2 Fehler passieren, scheißegal, aber ihr spielt echt solide. Macht einfach so weiter und habt Spaß. Safe. Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr seid der Underdog. Deswegen draufknallen jetzt. Ja, das kann klappen. Ja, ihr könnt das schaffen. Let's go, Jungs. Geil. Paul Frege ist da einmal das Phrasentrainerbuch durchgegangen. Alle Sätze platziert. Motiviert sollten sie jetzt aber sein. Ja, Yoda Zachi hat auch mitgespielt. Der ist im Viertelfinale ausgeschieden, hat mit Gustav gespielt. Und jetzt nicht hier an der Grundlinie. Der hat noch den Momentur in den Oberschenkeln. Sieht man hier aber nicht. Wieder die Bachada de Pared durch die Mitte. Gutes Mittel jetzt. Es könnte so einfach sein. Oh, 15 beide. Guter Return. Geht auf die Füße tief runter. Drei. Er zeigt an. 3 Punkte. Die Returns sind so gut von Finn. Oh, der kommt noch. Oh, ganz knapp an die Scheibe. So, Carlos, komm, zeig uns die 2. 2 Punkte noch. Ja. Da war sie. Oh, Niki holte noch sensationell. Und Finn lässt den im Netz. 30 beide. Wir sollen anscheinend alle noch länger davon was haben, von diesem Finale hier. Aber durch die Beine hat er ihn gehen lassen. Wow. Ali passt auf in der Mitte. Oh, zweimal so gut mit der Bachada und jetzt im Netz. Und das heißt, wir haben Championship-Ball, Turnierball, 5.250 € Ball für Finn Carlos. Oh, oh. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Niki bringt den rüber jetzt aber so safe, dass es zur Vorlage wird. Aber Carlos befördert den Ball. Aufzukommen wirklich ins Netz. 40-40. Fieser Aufschlag, aber der Return wieder super. Schön zurückgelockt. Und dieser mit der Bachada ins Netz. Tournament Point Nummer 2. Und wenn einer für den Return bereit ist, dann Carlos. Der ist wieder im Aus. Nächsten Tournament Point abgewehrt. Vor Nadi und Niki. Was wird das hier? Den schnappt sich Finn. Und der ist im Aus. Alle guten Dinge sind 3. Der nächste. Carlos sagt Finn nochmal, jetzt aber. Jetzt machen wir es. Championship Point. Das Mucksmäuschen still in der Halle. Zum ersten Mal. Und der ist auch im Aus. Finn kann es gar nicht glauben. Ist das möglich? 40 beide wieder. Vielleicht müssen wir den beiden erklären, dass die gerade Checkdarts hatten.
zum Checken des Legs. Du musst jetzt springen. Begibt sich da unnötig in Gefahr, lässt das dann aber hinten raus gut. Starke Abwehr von Adi. Da kommt noch gut rein. Carlos ist da. Adi mit dem Fake. Und der bleibt im Netz. Und die Chance für Niki und Adi zum 5:3. Nachdem sie hier Tournament Points abgewehrt haben. Und den in die Netzwurzel. Aber das musste auch sein. Das musste aber auch sein. Deuce Nummer 4, 5. Irgendwo da. Müsste jetzt die 5 sein. Super Ball von Niki. Ich glaube, 3 Tournament Points hatten wir, 2-mal Vorteil jetzt. So ist es. Das Longline-Duell der beiden wieder. Niki wechselt auf Finn. Der kommt noch. Dobbs rein. Die lässt Finn dann Den laufen, hat Finn aber wie der noch. das verteidigt. Ball bleibt drin, Gitter rettet. Was für ein Punkt jetzt! Es geht fröhlich weiter. Der Ball passt auch noch. Carlos mit dem Lob. Und Adi mit dem Batzweiler. Und Dortmund brennt jetzt hier in Paddle City. Wow! Zum 5:3. Schreibt mir mal niemand bitte Adi und Niki ab. Sensationell. Die Tournament Points abgewehrt. Der Henke, der steht hier schon links, hat das Mikro umklammert. Schon seit einer Viertelstunde. Der ist bereit hier für eine Siegerehrung, aber die kommt nicht. Was macht das jetzt mit Carlos und Finn? Die Oh, könnten der Finn. schon am Jubeln sein. Ja, 0:15. Vicky, was macht es mit dem Athleten mental? Wenn du quasi schon die Tournament Points hattest. Mein Fuck. Einfach nur mein Fuck. Adi retourniert jetzt alles, hat den Touch. Nicht mehr viel Platz zwischen den beiden. Oh! In welcher Runde ist Hugo raus? Im Halbfinale gegen Finn und Carlos. Finn riskiert es und wird nicht belohnt. 15:30. Er war aus. Nee, der Aufschlag ist gut, der Return ist aus. Aufschlag ist drin, Return ist ans Gitter, also Punkt hier. 30 beide. Also 30 beide. Breakball oder Tournament Ball. Erstmal 2 neue. Zweiter Aufschlag. Oder war der weg? War der zu lang hinten? Ja, dann nur ein. Jetzt haut Finn drauf und jetzt lohnt sich das Risiko. Den 4. Championship Ball. Paddle Creator Cup 2025 Ball. Bei Aufschlag Finn. Der Aufschlag ist aus, er muss über den zweiten. Und wir wissen, Finn hat schon den einen oder anderen Doppelfehler. 4 waren es schon insgesamt. Und jetzt wird sachte. Gute Ausgangslage für Finn. Den hat Damit Niki. steht es fest. Finn und Carlos gewinnen den Paddle Creator Cup 2025. Was für ein Kampf im Finale. Mehrere Tournament Points abgewehrt. Aber am Ende setzen sich Finn und Carlos durch, die den Darts Cup nicht geholt haben und jetzt die Revenge sich holen beim Paddle. Gratulation